Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Jungfrau-Zeitung Panorama aus Bern. Und das haben wir heute für Sie alles parat. Im Hotel Hirsche in Gunten wird langsam neues Leben eingehaucht. Und die Unihockey-Damen Berner Oberland bereitet sich auf das Endspiel vom Schweizer Cup vor. Nach jahrelanger Verwahrlosung sind 2021 endlich neue Pläne für das Hotel Hirsche in Gunten aufgekommen. Die sind bis jetzt zwar noch nicht in trockenen Tüchern, aber das Licht am Ende des Tunnels kommt näher. Wie hell das schon jetzt ist, das haben die Hirsche Medienbeauftragte Marlies Ecken und Projektleiter Markus Häsler Sandra Huber erzählt. Was ist denn so der aktuelle Stand des Projekts? Der aktuelle Stand ist, wir sind in sehr vielen Vorgesprächen. Also wir sind am Abklärungen machen mit der Gemeinde, mit Nachbarn etc. für das ganze Projekt Machbarkeit anzuschauen. Sprich, wie weit können wir gehen. Also wir sind jetzt in einem politischen Prozess, in der Vorbereitung. Im Dezember ist eine Gemeindeversammlung, wo das Volk darüber abstimmt, ob sie mit dem Projekt einverstanden sind. Und wir wollen natürlich, dass das Publikum wirklich informiert ist und darum kommunizieren wir jetzt auch nach kommunizieren, beispielsweise mit den Baugittern, mit Plachen, die wir beschriftet haben. Und sonst planen Sie immer noch die genau gleichen, die bekannt wurden am 21. Ja, grosso modo, natürlich. Also der grosse Rahmen ist von Anfang an recht klar umrissen worden, also vom Kanton so, freigegeben worden. Soweit. Aber das war ein Vorprojekt gewesen. Und wie gesagt, für die Baubewilligung einzugeben, sind noch ein paar Schritte nötig. Und das Wichtige ist beispielsweise das Gespräch mit den Nachbarn. Und was wären jetzt so die nächsten Schritte, die dann anstehen? Parallel dazu sanieren wir 2 Gebäude, die außerhalb der Überbauungsordnungszone liegen. Das ist vis-à-vis die Dépendance, das ist das Bedienstetenhaus. Und auf der anderen Strassenseite eine ehemalige Lingerie. Dort ist vorgesehen, dass ein kleines Ärztezentrum reinkommt. Das ist in Planung. Bei der Dépendance läuft jetzt gerade das Baubewilligungsverfahren. Genau, wie sieht es bei euch mit den Terminen aus? Ist das realistisch zu einhalten? Bis jetzt schon, ja. Wir sind auf Kurs. Das Ziel ist immer noch Ende 2026, das fertigzustellen. Das erste Hauptgebäude. Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte haben die Unihockey-Damen Berner Oberland ins Endspiel vom Schweizer Cup geschafft. Schon am Samstag wird es gegen Zug United um einen Titel kämpfen. Manuel Moser hat bei Headcoach Ela Piotrowska und Co-Kapitänin Milea Grossenbacher nachgefragt, wie es um die Nerven steht. Wenige Tage vor dem großen Tag, wie sieht es mit der Nervosität aus? Ja, ich glaube, da langsam können wir das spüren. Wir haben das schon am Wochenende gesehen, dass Spielerinnen denken nur am Cup-Final, am Wankdorf-Halle und es war sehr schwierig, uns konzentrieren auf die letzten 2 Spiele. Das war schon wirklich sichtbar in Garderobe, dass alle Gedanken sind schon im Wankdorf. Ja, in gewissen Situationen schon. Also irgendwie plötzlich fragt wieder jemand, oh, bist du bereit für einen Samstag? Dann ist man wieder so, oh ja, am Samstag ist es ja so weit. Also ich habe das Gefühl, im Alltag vergisst man so wieder. Aber dann, wenn man wieder daran erinnert wird, kribbelt es schon langsam. Aber schlafen kann man noch gut? Ja, im Moment schon noch. Ja, ihr habt ja mit dem Einzug Vereinsgeschichte geschrieben. Wie hat das geklappt? Oder was ist deine Erklärung dafür, dass das Team geschafft hat? Vertrauen in das, was wir machen, weil das ist nicht immer einfach, wenn ein neuer Trainer kommt. Jetzt sehen wir, dass Effekte kommen langsam. Haben wir auch die größeren Mannschaften geschlagen und ja, es ist schön, weil wir sehen, dass Sachen, welche wir da machen, funktionieren. Halbfinale war relativ knapp, auch ein knappes Spiel. Vielleicht kannst du noch mal zurückblicken. Was hast du den Mädels in der Halbzeit gesagt oder in der Pause gesagt, was sie machen sollen? Ja, nach erster Drittel waren wir 2-0 hinten und ich bin einfach in die Garderobe gekommen. Ich habe gesagt, Frauen, jetzt oder nie. Und da waren 750 Zuschauer, Halle war voll und ich habe gesagt, größere Motivation braucht ihr nicht. Wir gehen raus und zeigen, was wir können. Und das war wirklich alles. Sie haben folgt. Gute Frage. Also, es ist
unbeschreiblich gewesen, aber ich glaube, in dem Moment hat man nicht wirklich realisiert, dass es eine Vereinsgeschichte ist. Es war einfach wie so gewesen, wow, wir haben das Spiel gewonnen und ich glaube, so dann habe ich nicht realisiert, dass es wirklich der Cup-Final ist. Ich glaube, das ist jetzt auch noch so ein bisschen, wenn ich daran denke, was am Samstag wirklich Cup-Final ist, jetzt auch noch nicht wirklich fassbar. Wieso glaubst du, dass ihr den Cup-Sieg holt? Ich glaube, es will einfach jeder will. Also, eben, wie du vorher gesagt hast, ist Vereinsgeschichte, das ist etwas Einmaliges und wir haben auch hart dafür geschaffen, dass wir wirklich so weit kommen. Und ich glaube, für keine hier gibt es die Option zu verlieren. Es ist echt für uns alle klar, dass wir gewinnen und auch alles dafür geben. Haben ihr Cup-Sieger-T-Shirts schon drucken lassen? Das weiss ich nicht, das läuft alles hinten durch. Aber ich nehme an, irgendetwas haben sie sicher gemacht. Das war es mit dem Blick in den Tag und dem heutigen Panorama. Zu den einzelnen Themen finden Sie auf unserer Homepage oder in unserer App noch die ausführlichen Artikel. Jetzt hören Sie noch das Wetter von unseren Meteonews-Kollegen. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Schön schauen Sie das Jungfrau-Zeitungswetter für den Kanton Bern, meine Damen und Herren. Auch wenn heute am Nachmittag zunehmend ein bisschen mehr und dichtere Wolkenfelder aufgezogen sind, oft ist es heute noch recht sonnig gewesen, zum Beispiel auch hier in Erlenbach im Simmental. Das Hochdruckgebiet hat sich ein bisschen zurückgezogen. Wir liegen aber immer noch in der Nähe von dem Hoch. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Tiefen, die ein bisschen näher gekommen sind und darum erreicht uns da ab und zu ein bisschen angefürchtete Luft in den nächsten Tagen. So tadellos sonnig wie in den letzten Tagen wird es nicht mehr weitergehen. Es gibt jetzt in der Nacht auf den Freitag und am Freitagvormittag dickere Wolken bei uns über dem Kanton Bern. Ganz vereinzelt kann es auch ein bisschen Regen geben, eher hier im Flachland, ein bisschen weniger im Oberland. Aber ein paar Tropfen sind möglich. Temperaturen morgen bei rund 2 bis 5 Grad. Wechselnd bewölkt geht es dann morgen am Nachmittag weiter. Es gibt ab und zu schon Auflockerungen und ein bisschen Sonne. Allerdings eben nicht mehr so viel wie in den letzten Tagen und Regentropfen sind auch nur ganz selten zu erwarten am Nachmittag. Oft ist es trocken, die Temperaturen erreichen mit ein bisschen Südwestwind um die 10 Grad. Der Samstag wird ein recht freundlicher Tag, auch wenn es Richtung Jura ein bisschen dickere Wolken hat. Sonst kann sich die Sonne gut in Szene setzen, sehr mild mit 13 oder sogar 14 Grad. Die wir hier erreichen. Am Sonntag im Laufe des Tages eine Störung, die ein bisschen Regen kann bringen kann. Die Schneefallgrenze wird auf etwa 1300 bis 1500 Meter absinken. Anfang Woche gibt es aber schon wieder eine Wetterbesserung. Da geht es dann mit den Bergen auch wieder ziemlich sonnig zu und her. Die Temperaturen, wir sehen es, auch nicht allzu kalt für die Jahreszeit. Das war vom Jungfrau Zeitungswetter. Danke fürs Zuschauen und weiterhin einen schönen Donnerstagabend.